wenn ich meinen Traum nicht verwirklichen kann. Wenn wirklich gar nichts geht. Alles wie Seifenblasen zerplatzt. Muss ich dann als Köchin oder als Putzkraft arbeiten? Oder gar zurück in die Pflege? Das konnte ich mir nicht vorstellen. Nein, das hätte ich nicht ausgehalten. Sophia Mushold hat es geschafft. Ich habe eine Ausbildung zur Mediengestalterin im Berufsbildungswerk in Leipzig gemacht. Das war aber nicht das, was ich wollte. Später hatte ich einen Job in der ambulanten Pflege. Aber auch das war nie meins. Mein großer Traum war schon immer die Kunst, die Illustration. Das war mein Ding, genau das wollte ich verfolgen. Dazu brauchte ich einen Abschluss, anders ging das nicht. Ich suchte also rum. In Lautsprache gab es da jede Menge Angebote, gebärdensprachlich aber nur ganz wenige. Heute ist Sophia Illustrationsdesignerin. Ihr Weg dahin war voller Hindernisse. Auch Jeanette Dümichen hat um ihren Traumberuf gestritten. Meinen Wunsch, Fotografin zu werden, lehnte damals das Arbeitsamt ab. Ich sollte mir einen Beruf für Hörgeschädigte aussuchen, in dem kaum kommuniziert wird. Okay, ich habe das akzeptiert und habe in Leipzig eine Ausbildung zur Zahntechnikerin gemacht. In meinem Inneren aber wusste ich, dass das nicht das Richtige war. Es hat nicht zu mir gepasst. Ich habe dann 15 Jahre lang in dem Beruf gearbeitet, wollte aber eigentlich schon immer im sozialen Bereich arbeiten. Mit Menschen. Nicht richtig, 100. Eigentlich wollte ich eine berufsbegleitende Ausbildung zur Erzieherin machen. Und parallel dazu wollte ich schon im Kindergarten arbeiten. Ich hatte auch schon einen Dolmetscherpool zusammen, weil ich ja auch im Team mit Hörenden zusammenarbeiten wollte. Aber es gab keinen Kostenträger. Und allein konnte ich das nicht bezahlen. Auch er streitet für sein Recht. Christian Ebmeier. Also, wenn ich nicht kämpfe, dann gibt es in Hamburg Senioren, die armutsgefährdet sind. Das bedeutet, sie haben immer weniger soziale Kontakte, weil sie sich nichts mehr leisten können. Genau aus diesem Grund kämpfe ich. Berlin 2018. Sophia Mushold ist auf dem Weg zur AID, der Akademie für Illustration und Design. Hier möchte sie ihre Ausbildung beginnen. Zunächst war das natürlich eine Verunsicherung, eine große Frage. Was bedeutet das für uns? Wie funktioniert das? Wie können wir kommunizieren? Die Dozenten dort nahmen mich an. Ich wusste, das war zu schaffen. Ich erklärte, dass ich mit 2, 3 Dolmetschern arbeite und wie es klappen konnte. Sie stimmten zu. Das war doch zu schaffen. Wir haben neue Räume. Du siehst, wir haben aber auch die Was Sophia da noch nicht wusste, alles war komplizierter, als sie dachte. Bitte. Wir gehen gleich nach hinten in den letzten Raum. Ich erinnere mich noch gut daran, als Sophia mich das erste Mal besucht hatte, um zu fragen, ob ich sie während ihrer Ausbildung zu ihrem Traumberuf unterstützen könne. Ich hatte mir zuerst überlegt, ob ich das schaffe, weil das ja schon ganz schön viel Arbeit werden würde. Wir haben uns dann besprochen und ausgetauscht und ich muss sagen, sie war wirklich hochmotiviert. Echt unglaublich. Das hat mich so beeindruckt. Ihr Wunsch, den alten Beruf aufzugeben, war so stark. Ich habe dann beim Jobcenter einen Antrag für die Dolmetscherkosten gestellt, weil ich die ja brauchte. Ich war dort, wir redeten, aber das Jobcenter war überhaupt nicht begeistert davon.
Es war der Meinung, eine Gehörlose und Illustrationsdesign, das wird nichts. Also Ablehnung. Wir haben diskutiert. Ich sollte eine Ausbildung für Behinderte machen, was Einfaches. Einfaches Niveau. Ich hatte keine Chance. Mein größter Wunsch war Design. Das wurde abgelehnt. Und Dolmetscherinnen wollte man auch nicht bezahlen. Wurde auch abgelehnt. Schlimm. Hallo, schön. Magst du einen Kaffee? Ja, sehr gern. Das genügt. Ich muss sagen, ich habe ihr so ganz allgemein geholfen. Wie ich schon sagte, sie selbst war ja überaus motiviert. Mein Leitsatz ist immer, ich mache nichts für Gehörlose, sondern mit ihnen gemeinsam. Sophia selbst war so stark, so engagiert. Sie hatte ihr Ziel vor Augen. Wir haben uns da viel ausgetauscht und jeden Tag unzählige Nachrichten hin und her geschickt. Ich glaube, in der Zeit habe ich mehr Nachrichten mit Sophia ausgetauscht als mit meinem Mann. Wenn Sophia mich heute noch mal fragen würde, würde ich das wieder machen? Ja, klar, selbstverständlich. Sophia beginnt ihre Ausbildung. Heutige Aufgabe ist, dass wir diese Bilder, die wir hier haben, ergänzen um ein Tier, ein Element. Das ist auch gut. Die Dolmetscherinnen beginnen ebenfalls mit ihrer Arbeit, wenn auch erstmal ohne Bezahlung. Wir waren damals 3 oder 4 Dolmetscherinnen. 2-3 Monate lang haben wir für Sophia auf Rückstellung gearbeitet. Wir hatten gehofft, dass doch noch die Kostenzusage kommen würde, aber leider kam sie nicht. Sophia hatte ja schon mit der Ausbildung begonnen. Die vielen Ablehnungen machten dann klar, dass sich das Verfahren hinzieht. Wir konnten erst einmal nicht damit rechnen, bezahlt zu werden und mussten sie alleine lassen. Der Grund? Auch Sozialamt und BAföG-Amt hatten abgelehnt. Die Dozenten gaben sich wirklich Mühe. Klar, Lautsprache funktionierte nicht. Schreiben, ablesen, gestikulieren, das war kompliziert für mich, belastend. Echtes Verstehen war nicht möglich. Dann Corona. Zoom. Alle saßen vor den Bildschirmen. Ich wusste nie, wer sprach, konnte gar nicht schnell genug hin und her schauen. Viele hatten ihre Kameras aus. Ich sah nur schwarze Kacheln. Alles lief rein lautsprachlich ab. Ich habe nichts mehr begriffen. Der Dozent schickte mir dann PDFs, da standen die Aufgaben drin. Mehr nicht. An den Diskussionen in meiner Klasse am Austausch über Zoom konnte ich nicht teilnehmen. Nur ein bisschen direkter Kontakt mit dem Dozenten war möglich. Mehr nicht. Echt hart für mich. Hier, das ist er. Geschafft. 2019 war das, als Sophia und ich uns zusammensetzten, um weitere Schritte zu überlegen. Wir waren ja nur auf Barrieren gestoßen. Wir haben dann eine Rechtsanwältin beauftragt. Die hat dann mit unserem Einverständnis einen Antrag beim Sozialgericht gestellt. An diesem einen Morgen bin ich zum Briefkasten. Es war ein Brief vom Sozialgericht drin. Ich habe das Kuvert aufgerissen und das Schreiben rausgenommen. Klar, erstmal habe ich nichts verstanden. Ich habe ein Foto gemacht und es Billa geschickt. Sie hat mir das Schreiben dann übersetzt. Und, unglaublich, das Sozialgericht hat entschieden, dass die Dolmetscherkosten übernommen werden müssen. Ich war so glücklich und konnte es gar nicht fassen. Das war Gänsehaut-Feeling pur. Unglaublich. Endlich Unterricht mit Dolmetschern. Oh yeah. Der Haken dabei, dieser Bescheid ist nur vorläufig. Das Sozialgericht hatte entschieden, die Dolmetscherkosten für das Wintersemester müssen übernommen werden. Aber die Agentur für Arbeit oder das Bezirksamt konnten ja noch Berufung einlegen. Wir waren also unsicher und wussten nicht, klappt's jetzt oder klappt's nicht? Keine Ahnung. Wir waren alle nervös und aufgeregt. Wir hatten bis dahin ja schon alle begonnen, für Sophia zu dolmetschen. Wir warteten und warteten. Jeanettes Kampf beginnt 2012.
Meine Dolmetscherin Claudia Franz, die mich sehr unterstützt, hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass es in Dresden eine Stelle in einem bilingualen Kindergarten gibt. Und zwar für gehörlose und hörende Kinder und für Kinder mit Sprachstörung. Na, dort habe ich mich dann beworben. Ihre Bewerbung ist ein Erfolg. Jeanette kann in der Kita anfangen, aber nicht als Erzieherin. Der Unterschied ist, als pädagogische Hilfskraft darf ich keine Elterngespräche oder Hilfeplangespräche führen. Ich darf an bestimmten Terminen nicht teilnehmen. Auch darf ich im Gruppenraum nicht mit den Kindern allein sein, immer nur gemeinsam mit einer Erzieherin. Ich bin immer abhängig und darf keinen Schritt allein machen. Für sie ist deshalb klar, sie muss Erzieherin werden. Ich hätte dafür den Weg über ein Studium der Sozialpädagogik gehen können. Da ich aber kein Abitur habe, musste ich vorher an einer Aufnahmeprüfung teilnehmen. Die habe ich aber leider nicht bestanden. Das Bildungsniveau war einfach zu hoch. Da konnte ich nicht mithalten. Das hat schriftlich nicht geklappt. Später erfuhr ich dann von einer Ausbildung in Berlin bei Pro Inclusio. Ich habe dorthin Kontakt aufgenommen und wollte gerne dort anfangen. Es gab da Dolmetschende und andere Gehörlose. Alles ist bereit. Was nun noch fehlt, ist die Finanzierung der Dolmetschleistungen. Jeanette stellt einen ersten Antrag. Hallo. Hallo. Geht's gut? Schön, dass du da bist. Ich habe was geschickt bekommen, einen Bescheid. Vielleicht können wir den besprechen? Wir als Team der Beratungsstelle des Stadtverbandes der Gehörlosen Dresden haben Jeanette bei der Antragstellung gegenüber dem Rentenversicherungsträger unterstützt bezüglich des Antrages auf Kostenübernahme für Dolmetscher während der Ausbildung. Die Rentenversicherung fühlte sich nicht zuständig aufgrund der fehlenden Pflichtjahre und leitete den Antrag weiter an die Agentur für Arbeit. Diese lehnte wiederum den Antrag ab. Daraufhin hat die Beratungsstelle unterstützt beim Antrag gegenüber dem Kommunalen Sozialverband Sachsen. Das ist der überörtliche Sozialhilfeträger hier in Sachsen, der wiederum allerdings sich auch nicht zuständig fühlte und den Antrag weiterleitete an den örtlichen Sozialhilfeträger. Und es gab also ein langes Hin und Her an Zuständigkeiten, was natürlich auch mit einem enormen Zeitverlust für Jeanette verbunden war. Doch damit nicht genug. Das Sozialamt Dresden verlangte ein medizinisches und ein psychologisches Gutachten. Ich wurde komplett durchgecheckt und musste meine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Alles an mir wurde überprüft. Mir wurden sehr viele Fragen gestellt. Plötzlich wurden sogar meine Arme vermessen. Ich dachte, was ist denn das? Ich kam mir vor wie in der Nazizeit. Was hat denn meine Armlänge mit meiner Ausbildung zur Erzieherin zu tun? Und was mit meinen Kompetenzen? Was sollte das? Ich war völlig irritiert. Ich hatte bis dahin so viel gekämpft. Ich war oft krankgeschrieben. Ich suchte eine Psychologin auf und unterhielt mich mit ihr. Ich hatte bisher ja immer verloren. Das hat mich total runtergezogen. Sie fragte mich, ob ich meine Träume aufgeben und das akzeptieren kann. Ich sagte, nein, ich konnte nicht aufgeben. Ich musste weiterkämpfen. Mareike Drügaller in Leipzig ist Expertin für die Rechte hörgeschädigter und gehörloser Menschen. Sie ist selbst ertaubt. Hörbehinderte Menschen haben Anspruch auf Leistungen zur Teilhabe an Bildung im Rahmen der Eingliederungshilfe. Das sind Gebärdensprachdolmetscher, zum Beispiel Schriftdolmetscher oder sonstige Hilfen, zum Beispiel Sprachförderung, wenn die noch erforderlich ist. Im Bereich Weiterbildung, sowohl schulischer als auch beruflicher Weiterbildung, besteht Anspruch auf ebenfalls Gebärdensprachdolmetscher und Schriftdolmetscher. Und bei zweiter Berufsausbildung ist das Problem, dass die dann nicht finanziert werden, diese Hilfen, wenn bereits eine Berufsausbildung abgeschlossen ist. Weil dann das Argument ist, mit der bereits abgeschlossenen Berufsausbildung kann man seinen Lebensunterhalt bestreiten. Jeanette zieht immer wieder vor Gericht.
Ihre letzte Hoffnung ist das Bundessozialgericht. Bevor ich zum Bundessozialgericht bin, war ich sehr unsicher. Wird es klappen oder nicht? Wie wird das Verfahren laufen? Puh. Die Dinge akzeptieren, wie sie sind, das will auch Christian nicht. Er will sogar Gesetze ändern für die Opfer einer rein lautsprachlichen Erziehung. Bernhard, komm. Bernhard, komm. Komm. Bub. 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 Bub hat Bonbon. Bub hat Bonbon. Bub hat Bonbon. Ich erinnere mich da besonders an den Spiegel. Das war eine Qual. Das Zeigen der Buchstaben. Das hier bedeutet I und der Lehrer drückte seinen Daumen in meinen Unterkiefer. Ich hätte dem Lehrer am liebsten eine reingehauen. Er hat mit allen Mitteln versucht, mir das Sprechen beizubringen. Dieses im Gesicht rumfingern und immer wieder das I und dann das B und P, die habe ich immer falsch ausgesprochen. Für mich war es schwierig, den Unterschied zwischen B und P festzustellen. Der Lehrer hat uns immer aufgefordert, die Arme aufs Pult zu legen, gerade zu sitzen und das deutliche Sprechen zu üben. Wenn man das richtig gemacht hat, dann war man gut genug. Wir waren folgsam, aber Bildung, Informationen, nichts. Dieses ständige Sprechen üben, reine Zeitverschwendung. Rauf, rauf, ab. Ulrike, komm. Uns wurde damals gesagt, dass wir im Beruf nur dann eine Chance haben, wenn wir gut sprechen können. Ich versuchte es. Mein Traum war, Chef meiner eigenen Firma zu sein, selbstständig zu arbeiten, im Verkauf tätig zu sein. Ich habe viel versucht, aber für Gehörlose gab es keine Chance. Es gab damals keine Dolmetscher. Meine Schriftsprachkompetenz reichte nicht aus. Ich merkte, das passt nicht. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wer schuld daran ist. Warum klappt es bei mir nicht? Und auch nicht bei den anderen, die in meinem Alter sind. Wir hatten keinen Zugang zu guten und gut bezahlten Berufen. Viele von uns hatten Träume. Wir aber mussten uns mit wenigen Berufsmöglichkeiten begnügen. Wir hatten nur schlechte Möglichkeiten. Deutschland hat hier wirklich versagt. Und die Folgen spüren wir jetzt. Jetzt haben wir nur eine kleine Rente. Sabine Eichmüller aus Erfurt ist eine der Betroffenen, für die Christian kämpft. Auch sie wurde in den 1960er Jahren in Dresden rein lautsprachlich erzogen. Später machte sie eine Ausbildung. In der 10. Klasse, ein halbes Jahr vor meinem Schulabschluss, hatten wir eine berufliche Vorbereitung für unsere Ausbildung. Der Lehrer sagte zu mir, du lernst Schneiderin. Ich? Ich musste mich dem beugen. Ich hatte nie den Wunsch, Schneiderin zu werden. Aber in der DDR gab es für uns viel zu wenig Auswahl. Mein Traum war, im gestalterischen Bereich zu arbeiten, Fotografin zu werden oder auch Stewardess in einem Flugzeug. Das war mein großer Traum. Aber leider ging das nicht. Das gab es für Gehörlose in der DDR nicht. Den Hörenden standen viel mehr Möglichkeiten offen als uns. Für uns gab es nur 2, 3 Berufe. Für mich gab es nur die Möglichkeit einer Ausbildung zur Schneiderin in Leipzig. Vor Ausbildungsbeginn sind meine Eltern mit mir nach Leipzig gefahren. Ich habe mir das angeschaut und war nicht begeistert. Aber was sollte ich machen? Ich musste mich dem fügen.
Dann, im September 1976, habe ich die Berufsausbildung angefangen in Leipzig. Wir waren zu 8 in der Klasse. Zu 8. Der Unterricht des Lehrers war rein lautsprachlich. Ich habe die Wörter nicht verstanden. Der Inhalt ging komplett an mir vorbei. Irrsinn. Von 1978 bis 1998 habe ich gearbeitet. Zwischendrin war ich auch mal arbeitslos. Also über 25 Jahre. Dann musste ich aufhören und bekam Frührente. Der Grund waren psychische Probleme. Jetzt kriege ich wenig Rente. Ja, wenig. Sabine war erst 41 Jahre alt, als sie in Frührente gehen musste. Für sie und andere Betroffene will Christian vom Staat eine finanzielle Entschädigung. Ich bin zufällig der Beauftragte des Deutschen Gehörlosenbundes für die Opfer von Oralismus und Sprachentzug. Deshalb kämpfe ich so sehr in dem Bereich. Zufällig hat die Partei der Linken großes Interesse und Engagement gezeigt. Sie haben mir Fragen gestellt und ich habe ihnen Informationen zukommen lassen. Bei anderen Parteien habe ich es auch versucht, aber da kam nichts. Jetzt gehe ich die nächsten Schritte mit den Linken. Darüber bin ich froh. Hallo. Hallo. Geht's gut? Ja, ja. Los geht's. Hallo, Herr Ebmeier. Schön, Sie wieder zu sehen. Darf ich vorstellen, das ist die Dolmetscherin Frau Brennan, Heidi Brennan. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, danke. Ja, wir wollen ja heute das Protokoll nochmal uns anschauen. Gerne. Dann kommen Sie gerne mit. Ich habe es auch schon vorliegen. Ich habe Herrn Ebmeier kennengelernt als einen sehr engagierten und einen sehr fachkundigen Menschen. Er hat mir viel berichtet über die Situation von gehörlosen Menschen und auch viel über das, was sie erlebt haben in der Vergangenheit. Das hat uns als Linksfraktion auch davon überzeugt, mit ihm zusammen an seiner Seite für Gerechtigkeit und für Aufklärung zu kämpfen. Deshalb startete Cansu Özdemir eine große Anfrage an den Hamburger Senat. Wir wollten wissen, wie viele betroffene Seniorinnen leben überhaupt in Hamburg. Wir wollten aber auch wissen, wie groß ist das Unrecht bei den Betroffenen hier in Hamburg und welche gesetzlichen Regelungen gibt es zum Beispiel zur Entschädigung der betroffenen Menschen. Da haben wir eben herausgefunden, dass es zum einen das Opferentschädigungsgesetz gibt, zum anderen aber auch die Stiftung Anerkennung und Hilfe. Ich zeige Ihnen mal das Protokoll. So, ich hole das mal raus. So, das ist das Protokoll. Die Anfrage ergab, auch das ist komplizierter als gedacht. Erstens, die Stiftung Anerkennung und Hilfe umfasst nur die Heimkinder. Zweitens, das Opferentschädigungsgesetz umfasst nur die physische Gewalt und nicht die psychische Gewalt. Und beide Regelungen greifen eben zu kurz. Deshalb gibt es zwar die Möglichkeit, auf Bundesebene eine Novellierung des Opferentschädigungsgesetzes hinzubekommen, aber das dauert zu lange. Deshalb sind wir der Auffassung, es braucht auf Hamburger Ebene eine Regelung, und zwar gemeinsam erarbeitet mit den Expertinnen. Die nächsten Schritte werden sein, dass Simon Collin von der Uni Hamburg, Helmut Vogel von Deaf History Now und ich unsere Zusammenarbeit beginnen. Wir wollen Dokumente, Unterlagen, alle wissenschaftlichen Belege sichten. Und dann einen Antrag beim Paritätischen Wohlfahrtsverband und bei Aktion Mensch stellen und diese mit ins Boot holen. Unser Ziel ist, ein Projekt zu starten.
Ich gebe nicht auf, ich kämpfe. Alle Menschen sind gleich. Und ich kämpfe für ihre Rechte. Das ist mein Ziel. Jeanette kämpfte 10 Jahre lang bis zum Bundessozialgericht. Doch auch das änderte nichts mehr. Ich habe den Brief im Briefkasten gesehen, ihn aufgemacht. Das Gericht hatte entschieden. Schluss. Vorbei. Ich hatte verloren. Das war's. Bisher arbeite ich als Hilfskraft, nicht als Erzieherin. Mir fehlt die Ausbildung, die Qualifikation. Und deshalb ist mein Einkommen natürlich auch viel niedriger als das einer Erzieherin. Und mit diesem Einkommen kann ich die Dolmetscher nicht selbst bezahlen. Meine Behinderung, meine Gehörlosigkeit habe ich mir ja nicht selbst ausgesucht. Aber ich habe doch auch Bedürfnisse und will eigene Entscheidungen treffen. Ich möchte eine Ausbildung machen. Aber so, das ist unfassbar. Mein Ziel ist jetzt, dass ich ein Zertifikat als Elternassistentin bekomme und ich möchte ein Buch schreiben. Mir Zeit dafür nehmen. Meine Geschichte, die möchte ich öffentlich machen. Wie sehr ich gekämpft habe und trotzdem so viel Unrecht erfahren musste. Dass das Leben als tauber Mensch so hart sein kann, dieses ständige auf Barrieren stoßen, das will ich offenlegen. Meine Geschichte soll gedruckt werden, alle sollen sie lesen können. Das möchte ich erreichen. Sophia hat gewonnen. Ihre Dolmetscherkosten übernahm das Bezirksamt. Hi. Hallo. Alles gut? Zeig mir mal, was du gemacht hast. Gut. Inzwischen arbeitet sie bei Lebendige Gebärden, einem Anbieter von Sprachkursen. Diese gestaltet sie nun visuell. Ein Erfolg. Ich habe den Eindruck, dass die gehörlosen und hörbehinderten Menschen vermehrt versuchen, ihre Ansprüche auch gerichtlich und im Rahmen von Verwaltungsverfahren durchzusetzen. Ich vermute, dass es damit zusammenhängt, dass es viel mehr Beratungsangebote gibt und die Gehörlosen auch jetzt viel mehr Informationen erhalten und sich auch mit ihren Rechten beschäftigen und mehr Anträge stellen. Das führt natürlich zu mehr Klagen auch bei Gerichten. Die vermehrten Klagen führen natürlich auch dazu, dass die Gerichte sich viel mehr mit der Thematik auch auseinandersetzen. Und trotz Informationen über das Thema Gehörlosigkeit und Gehörlosenkultur fehlt ihnen aber trotzdem noch das Bewusstsein, weil sie eben nicht nachvollziehen können, was die Unterschiede sind zwischen hörenden und eben gehörlosen Personen, weil die selber kaum Erfahrung mit gehörlosen Personen oder hörbehinderten Personen haben. Sophia, Christian, Jeanette. 3 Personen, die trotz allem nicht aufgeben, im Kampf für Bildung und gleiche Chancen für alle.